Ich schätze, diese Tür führt in das Untergeschoss. Genau, vom Untergeschoss kommen wir auch ins Erdgeschoss, aber ich weiß nicht mehr, wo wir rauskommen. Ach genau, da unten. Jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss. Und zwar da, wo wir das Ding repariert haben, das Klingelsystem. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist die Bibliothek. Normalerweise sollte da irgendwo Alec rumhängen. Also mehr oder weniger. Vielleicht in seinem Zimmer hinten. Das müsste Beowulf sein. Ich glaube, mein Vater hat mir einmal daraus vorgelesen. Pass auf, da ist sein Zimmer. Ah ja, da ist der Herr Moses und der Alec. Ja, pass auf, jetzt wird es interessant. Ereignisse. Was für Ereignisse? Herr Moses und Alec unterhalten sich im Büro. Ja, das weiß ich. Pass auf, Herr Moses ist auch da. Bleiben eigentlich nur noch die Olga und der Hinkos übrig. Was wollen Sie, Inspektor? Ich wollte nur... Solange Sie keinen triftigen Grund haben, möchte Herr Moses nicht gestört werden. Mein Fehler. Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung. Dieses Mal lasse ich es noch durchgehen, aber nächstes Mal kommen Sie nicht so glimpflich davon. Alter, führt ihr mal nicht so auf. Können wir eigentlich dafür gehen? Schon, oder? Was gibt's denn da mal? Da ist er her. Da waren wir noch nicht. Jede Menge Bücher. Und viele davon Raritäten. Raritäten. Gleich eine so eBay. Jede Menge Bücher. Und viele davon Raritäten. Schon immer gilt der Stier als Symbol für Vitalität und Stärke. Und da haben wir ein Safe, oder wie? Ein Tresor. Sieht sehr stabil aus. Und das ist die Marke, oder wie? Browning. Machen kann jetzt nichts, oder? Zumindest tut sich mein Cursor nicht verformen. Oder? Na? Da ist nichts, oder? Sieht nichts. Vielleicht können wir später was Ein machen. Tresor. Sieht sehr stabil aus. Eine detaillierte Karte des Flaschenhalstals. Okay, ich glaube, mehr haben wir nicht herum hat. Schauen wir mal, ob ich zu Alec was jetzt im Song hat. Oh, Inspektor Glebski. Kommen Sie rein. Herr Moses und ich reden wieder einmal über die nächtlichen Vorkommnisse. In der Tat. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Wir müssen etwas unternehmen. Die Polizei sollte ermitteln. So, pass auf, wir kannten jetzt nicht dienstlich im Haus. Ja, gut. Das werden sie wahrscheinlich als Ausrede nicht durchgelassen. Nehmen wir das erste. Was ist dieses Mal vorgefallen? Eigentlich gibt es nichts Neues. Es ist nur so, dass Frau Moses nach wie vor davon überzeugt ist, dass jemand durch ihr Fenster glotzt. Ja, ich weiß nicht. Also noch nicht. Das muss natürlich unangenehm für Sie sein. Aber was hat das mit der Polizei zu tun? Ja, wer sonst sollte sich darum kümmern? Sicherlich nicht das Ehepaar Moses. Der bloße Gedanke daran macht mich schon ganz nervös.
Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich noch etwas zu dieser Unterhaltung beitragen kann. Ich will Sie nicht weiter stören. Genau, wir machen uns nämlich auf die Suche nach den anderen 2 Personen. Und wir müssen eigentlich gerade noch die Olga und den Hinkus finden. Da draußen sind sie nicht, oder? Das ist eine gute Frage. Wissen wir eigentlich, wer was für ein Zimmer hat? Pass auf, der erste Stock. Also das ist, wissen wir, unser Zimmer. Da ist der Simon nicht. Der Rüm Nummer 8 ist, glaube ich, Typanstock. Daneben ist die Brunn. Nummer 6, wer ist Nummer 6? Wer ist Nummer 9? Nummer 10, das war der abgestürzte Bergsteiger. Jetzt schau ich mal auf. Pass auf, da haben wir Nummer 9. Da werden wir mal kurz klopfen. Olafs Zimmer. Olaf. Gut, der ist unten, gell? Das wissen wir. Niemand da. Pass auf, Nummer 9 ist Olaf. Sag ich, die anderen 2 wohnen zusammen. Der Olaf und der Hinkus. Aber scheinbar haben die getrennte Zimmer. Wer ist denn da Ganz drin? offensichtlich Zimmer Nummer 6. Zimmer Nummer 6, aber wer ist da drin? Niemand da. Keiner da. Scheiße. Da haben wir Nummer 10. Tür ist abgeschlossen. Oder? Nein, Nummer 10 ist so. Ja gut, das ist das Zimmer von dem Bergsteiger, gell? Aber da drin ist ja nichts los, das wissen wir. Ich vermute mal, dass Zimmer Nummer 6 das Zimmer von Hinkus ist. Weil sonst bleibt dann nur mehr für übrig. Pass auf, vielleicht sollte ich mal. Jetzt muss ich mal aufschauen. Auf die Terrassen oder so. Weil oben haben wir noch das Zimmer. Da wo es mal so finster drin ist. Da werden wir ja wahrscheinlich irgendwas machen müssen. Jetzt pass auf. Da hinten war nix. Und das, meine, war das Zimmer, wo es so finster ist. Da wird es wahrscheinlich jetzt immer noch nicht hell sein. Ja, da ist doch finster. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie Licht reinkriegen. Wie die so stellen, weiß ich noch nicht. Was war denn das da für ein Zimmer? Ach so, das war der Dachboden. Da haben wir den Keilriemen, gell? Haben wir den noch? Schon, gell? Generatorband. Und sonst haben wir da ja nichts, gell? Hier macht Kaiser definitiv nicht sauber.
Na, da rum macht's bestimmt nicht sauber. Die macht neben mir unten die Küche sauber. So, da ist der Wintergarten. Hey, da schau her, die Olga. Das ist merkwürdig. Die Dusche müsste eigentlich leer sein. Eigentlich schon, gell? Das war ja die einzige Person, die wir gesucht haben. Wobei, Henkus, den haben wir auch noch nicht gesehen. Olga sieht sich den Wintergarten an. Oh, Inspektor Glebski, hier ist es wirklich wunderschön. Ja, jetzt schon. Meinen Sie den Wintergarten oder das Hotel an sich? Oh, den Wintergarten, aber das Hotel natürlich auch. Erinnert mich an unser Herrenhaus in der Rue de Chanel. So viele Gemälde. Ich bin eine leidenschaftliche Kunstliebhaberin. Eine leidenschaftliche Kunstliebhaberin. Und dumm wie Brot. Ach wirklich? Ich bin beeindruckt. Aber perfekt ist es hier natürlich nicht. Zu Hause haben wir über 100 Bedienstete und so viele Pferde. Wie viele Ställe haben wir jetzt? Mal überlegen. Was machen Sie hier alleine? Ich sehe mir die Pflanzen an und entspanne. Hey, da haben wir uns dazugesellen. Da schau her. Darf ich mich zu Ihnen gesellen? Eine fabelhafte Idee, Inspektor. Ich wollte gerade nach meinem Gatten suchen. Wir können uns ja gemeinsam auf die Suche machen. Was? Ich glaube, sie braucht Gesellschaft. Bedauere, werte Dame. Ich fürchte, da muss ich passen. Ich hoffe, Sie werden ihn bald finden. Und das war's schon, oder wie? Oh, Inspektor Glebski, hier ist es wirklich... Meinen Sie den Wintergarten oder das Hotel an sich? Oh, den Wintergarten, aber das Hotel natürlich auch. Verzeihen Sie, mir wird hier ganz schwindlig. Ich gehe lieber wieder. Ja, das war mal eine originelle Ausrede, oder? So, was haben wir denn draußen am Balkon? Hä? Wer ist denn das da? Wer ist das? Ah, Sie sind's, Inspektor. Wissen Sie, wo Sie den Skifahrer hingebracht haben? Ich hoffe, er hat sich nichts gebrochen. Ach, ist das Hinkus? Jetzt frage ich mich wirklich, wer unten ist. Keinerlei nennenswerte Verletzungen. Das Schicksal meinte es gut mit ihm. Das ist gut. Und, Inspektor, sind Sie auch rausgegangen, um frische Luft zu schnappen? Mehr oder weniger. Das Wetter ist heute ziemlich... Sie haben nicht zufällig einen Drink mitgebracht? Bedauere, nein. Schade. Das ist wirklich schade. Ja, Alter, das muss der Kaiser sagen. Pass auf, wir haben einen neuen Eindruck. Hinkus sitzt auf der Terrasse und schnappt frische Luft. Jetzt fragen wir wirklich, wer ist in der Duschen drin hat. Wir haben ja alle gefunden. Das ist aber komisch. Und da draußen gibt es ja nicht mehr, oder? Oder können wir da nochmal übergehen? Da müssen wir öfter schauen, gell? Manchmal ist mir nämlich scharf gefallen. Richtig, gell? Da können wir noch weitergehen. Was ist denn das da? Der Funkmasten. Und da geht's rein. Was ist denn da drin? An der Wand befindet sich eine Inschrift, aber ich kann sie nicht lesen. Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Kann er denn eventuell mit seinem Feuerzeug dahin leuchten? War logisch, gell? Tatsächlich. Es gibt kein Entkommen. Ja,
Und das heißt für uns was? Dass irgendein Verrückter rumrennt und alle umbringt? Da oben ist noch dir, da können wir aber nicht rauf, oder? Ja, pass auf, jetzt interessiert mich aber, wer unten ist. Also in der Duschen drin hat. Wie gesagt, haben wir alle gefunden. Und da muss er jetzt irgendwann da drin stehen. Also eigentlich. Pass auf, wir müssen noch mal ein Stockwerk runter.